Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F. Wir spielen ganz normal weiter. Letzte Folge war eine Bonusfolge. Da haben wir ja die Alien-Invasion hoffentlich erfolgreich zurückgeschlagen. Und wie versprochen habe ich ein bisschen weiter gezockt, bis wir wieder genau an dieser Stelle sind. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier hingehen. So, wir müssen zu Shu und Rinko aufschließen. Und die sind irgendwo, also ich kann es dir mal kurz zeigen. Also wir müssen grundsätzlich zu Shu nach Hause. So. Und wir sind hier. Also ich muss hier irgendwie, ja, da runter. Also ich probiere mal unten an diesen Schrein-Gedönse da zu kommen. Wahrscheinlich da vorne rein und dann irgendwie weiter. So. Ziemlich leer hier. Das ist gut. Mhm. Keine Gegner da? Ich meine, ich habe ja hier auch schon alles abgegrast soweit. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, es ist aber verdächtig still hier. Nun gut. So, da wir da nicht rüberkommen, müssten wir ja wohl notgedrungen dahin gehen. Es ist schon verdächtig still. Und wisst ihr, was sowas bedeutet? Wenn es so still ist, dann kommt von irgendwo ein Monster her. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen umgucken, das ist ja ganz klar, ne? Oh, da ist er. Da ist er. Ja, ich komm. Jetzt ist mal wieder erschrocken. Hier ist übrigens das Alien-Plakat 3. Brauchen wir übrigens nicht mehr. Ach so, ja, wer gestern nicht geguckt hat, wir haben eine neue Waffe. Guckt euch das an. Ist es nicht super? Ist halt... macht ein bisschen... aber nicht wirklich viel. Dafür kann ich halt das hier machen. Und wenn wir mal dabei sind, kann ich auch das hier machen. Das erste Aufladen macht diese Klinge rot. Da mach ich dann mehr Schaden damit. Und das zweite Aufladen sorgt dafür, dass Gegner gestunt werden. Also das ist meine R1-Attacke. So. Gut. Ah ja, da ist der Dicke, gell? Genau. Ich meine natürlich nicht der Dicke, ich meine natürlich der Große. Der Große ist da. Mit dem Messer. Da wollen wir natürlich nicht hin. Und weg sind sie. Na sowas. Wenigstens sind es nicht nur die Männer, die dauernd einfach abhauen, sondern auch die Frauen.
Nee, da hinten... Oh, warte mal, da liegt was. Das nehme ich mit. Aber da hinten will ich eigentlich nicht hingehen zu den zwei. So. Ja. Ach so, die Waffe ist auch... Wir können es gleich mal testen, oder? So schon mal nicht. Ich hab vergessen, dass ich keinen Mega-Angriff machen kann. Okay, komm mal her, du. Auerle, guck mal, ich habe nur noch einen Stopfvieh. Ernst jetzt? Ich kann keinen Schaden damit machen? Okay. Ja. So. Das wusste ich nicht. Ja, gut, dann nehmen wir gleich mal wieder den Verband. Okay, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass... Ja, ich wusste, dass die Waffe unzerbrechlich ist, aber sie ist jetzt halt leer. Ich müsste jetzt reparieren, das ist ja irgendwie doof. Nee, das ist nicht gut. Dann bleibe ich weiter bei meinen getreuen Baseballschlägern. Ich habe übrigens 2 volle Baseballschläger und eine Sichel hier unterwegs geholt und sehr, sehr, sehr viel Heilmaterial. So, übrigens, dass der Stiel, die Klinge der Waffe so kurz ist, liegt einfach daran, dass wir das Spiel erst einmal durchgespielt haben. Also sprich das normale Ende, das Alien-End zählt ja nicht, da haben wir ja die Waffe erst gekriegt. Und mit jedem Mal, wo du das Spiel durchspielst, wird die halt nochmal verlängert. Also beim zweiten Mal durchspielen ist sie dann doppelt so lang, beim dritten Mal durchspielen ist sie nochmal ein Drittel so lang halt. Und dann wird sie nicht mehr länger. Irgendwann ist ja auch mal gut. So, aha. Da ist ein Schrein. Da gehen wir hin. Und was ich auch noch habe, ist... Wir haben sehr viel Glaube. 3420. Also eigentlich könnten wir hingehen und könnten mal ein paar Omamori ziehen. Aber auf der anderen Seite... Ja komm, eins machen wir, oder? Ziehen wir mal ein Omamori, kostet 1000. Dann haben wir noch... Sag ich mal her, was brauchen wir denn? 1700. Ja, dann haben wir noch 2400. Dann können wir auf jeden Fall noch... Das machen wir. Wir haben ja im Moment eh kein Emma. Entschuldigung, wollten nicht ins Mikro husten. So, dann ziehen wir mal ein Omamori. Mal gucken, was wir kriegen. Wildschwein. Erhöht die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration erheblich und verkürzt die Dauer, in der du außer Atem bist, erheblich. Okay, das ist eigentlich recht cool. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, indem ich außer Atem bin, wenn ich renne und von Gegnern verfolgt werde. Seit wann ist denn der da frei? Ja. Wenn ich renne und von Gegnern verfolgt werde, dann geht ja meine Ausdauer flöten. Und also die regeneriert sich dann wieder schneller, wenn ich dann irgendwann stehen bleibe. So, hier gibt es, glaube ich, nichts zu finden. Die da unten... Ah, das ist eine rote Pille gewesen. So. Okay. Und da oben hat, soweit ich mich erinnere, auch nichts drauf gelegen. Nee. Achso, ja, wir haben natürlich noch, wie ihr hier bestimmt erkennen könnt, haben wir ein neues Klamötschki angezogen. Komm mal her, hau mich mal. So. Wir haben einen weißen Schuldress angezogen, einfach nur um kenntlich zu machen. Das ist doch ein Emma, oder? Das könnte ich das nicht nehmen. Ich könnte irgendwie einen Emma gebrauchen. Nun ja. Gedacht, sie kriegt mich, ja? Kannst du mal gleich vergessen, Junge. Aha, da ist ein Ramune. Eine Ramune nehme ich gern. So.
Kann auch kurz ins Inventar schalten, damit ihr das mal seht. Moment, hier. Wir haben 3, 6, 9 Verbände, 3 Erste-Hilfe-Kästen, 1 Ramune, 3 göttliches Wasser, 2 Werkzeugsätze und ein Higashi. Higashi macht ja Ausdauer, da habe ich schon beschlossen, ja komm, dann nehmen wir auch einfach 3 oder so. Ramune, ja, ich habe mich auf göttliches Wasser geeinigt, so 3 göttliche Wasser will ich immer dabei haben und ja, Verband und so. So, war also schon durchaus fleißig, bin eigentlich recht gut durchgekommen, wenn man weiß, wo man hin muss, so ungefähr, und die Rätsel halt einfach durchskippt, mehr oder weniger, dann geht das schon recht flott. Also es hat jetzt nicht irgendwie 6 Stunden gedauert oder so. Ah, da ist eine Schokolade. Es hat jetzt nicht 6 Stunden gedauert, sondern, ich weiß nicht, vielleicht 2 oder so. Also viel war es nicht, oder? Arare. Hier geht's nicht weiter. Gut. Aha. Mädel, dich habe ich... Oh, da muss ich aufpassen. Die machen wir besser gleich. Also so richtig. Einfach weil das ist ein Blumenmädchen. Die haut ein bisschen mehr zu. Oh, unser Baseballschläger hält halt leider nicht viel aus. Er ist nur irgendwie so, ja, komm, viertels voll ist er noch. Mach mal halblang. Also ich finde ja, Baseballschläger, ja, sind eigentlich besser als diese Wasserrohre da. Aber die gehen so schnell kaputt. Am liebsten ist mir ja, also meine Lieblingswaffe ist ja immer noch die Brecheisen. So, und ich glaube, hier sind wir jetzt, ja genau, am 2. Alien-Poster. So, sollen wir das mal aktivieren? Komm, warum nicht? Achso, ja, das 3. könnten wir zur Not auch noch aktivieren, aber wir dürfen dann halt nicht hingehen und beim Gemischtwarenladen das Alien da anfriemeln, sonst sind wir wieder im Alien-Ende zum 2. Mal. Das wollen wir natürlich nicht. Also, wir legen was in den Schrein und zwar Arare, obwohl ich könnte auch Arare einfach essen, aber Schokolade kommt auf jeden Fall weg. Ich glaube, das war's auch schon, oder? Ja, Ramune machen wir auch weg. Ach, was soll's? Komm hier, weg. Weg damit. Kleinvieh macht auch Mist. Ah, diesmal speichere ich sogar. Das ist eine gute Idee. Zack. Hoppala, Entschuldigung. So, ich gehe mal ein Stückchen weiter vor mit meinem halbvollen Baseballschläger, weil vielleicht sind da 1, 2 Gegner. Dann würde ich die nämlich jetzt noch wegbämsen, quasi. Und dann zurückrennen. 今何かが飛んでったぞ。Und dann zurückrennen und das Dingens holen. Wo muss ich hin? Oh, hier habe ich mich schon beim ersten Mal verlaufen, das weiß ich noch. Habe ich die Tür nicht gefunden, wo ich rein musste. Erstmal gut umgucken. Ist hier aber auch dunkel wie in einem Pavian-Hintern. So, ich glaube, da muss ich irgendwie durch oder so. Aber da ist der Weg noch nicht offen. So, jetzt pass auf, da ist bestimmt Gegner irgendwo. Ich höre doch, wo höre ich denn den Gegner? Ja. Tablette will ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ist das da eine Kiste? Kann ich da was rausholen? Higashi. Ja, Higashi nehme ich mit. Ein Higashi in die Tasche. Nee, hier geht's definitiv nicht weiter. Okay, ja, dann habe ich ja
nicht mehr so viele Möglichkeiten? Hm. Also da, wo ich jetzt gerade hergekommen bin, da waren halt die Geräusche. Irgendwo muss da jetzt ein Monster rumrennen. Aber wo? Hör doch mal auf rumzupoltern und zeig dich. Hinako! Kotzi! Ah, ach, da hinten, jetzt habe ich sie gesehen. Ich guck mal, ob da ein Monster ist. Wie ich unbedingt jetzt ein Monster suche zum Einprügeln, weißt du? Ich will ein Monster verprügeln, damit ich den Baseballschläger austauschen kann. Es ist so dumm. Ich könnte auch einfach gleich das Wasserrohr holen. Ja, aber... bin halt irgendwie dumm. Ich höre doch irgendwo was. Ah, du Sau. Komm mal her. So, hab ich dich. Das sind diese doofen Froschviecher, die jetzt anfangen. Ja, ich weiß, wo es Ersatz gibt. So, pass auf, ich gucke mich hier natürlich noch ein bisschen um. Oh. Ich kann da reingehen? Achso, ne, das ist der normale Zugang. Okay, alles klar. Ich gehe schnell zurück. Hol mir... Oben kann ich aber da erstmal umgucken. Hol mir jetzt gleich das Wasserrohr. Das ist ja noch ganz. Oh, ja. Hä? Moment, wo bin ich denn hier? Hm. Okay. Einfach nur ein Bonusgegenstand. Habe ich den beim ersten Mal nicht gefunden? Also ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich war auch... Ja. Alter. Bleib liegen, Mädel. Liegt doch, oder? So, jetzt aber flott zurück. Wo kommt denn die jetzt halt her? Der war doch eben nicht da. Okay. Da durch. Dann nach links. Da hoch. Glaube ich. Und dann wieder nach geradeaus. Ums Eck. Soweit ich mich erinnere. Und da jetzt links. Da noch nicht. Da. Dumm gucken, ich lasse da noch ein. So, achso, ja, ich wollte, hier. Das da. Ja, das Stahlrohr, das nehme ich. Ist mir dann doch lieber. So, speichern werde ich hier aber auch nochmal. So. Okay. Und wir haben was zum in den Schrein legen. Ein antiker Kamm. Ja, und wir haben 3 Higashi, die behalten wir natürlich. Ja. Okay. Kamm kommt rein. Ja, Speicherung reicht. So, jetzt rennen wir natürlich zurück. Jetzt gehen wir aber ins Haus rein. So, da runter. Dann nach rechts. Also geradeaus. So, die Treppe runter. Und dann irgendwann rechts, glaube ich, hier. Ne, hier nicht. Da. Genau, links. Treppe hoch. Treppe geradeaus. Treppe runter, meine ich. Treppe geradeaus. Ja, von mir aus. So, jetzt da rein. Okay. Durch das Haus. Das ging beim ersten Durchgang nicht.
da runter zu gehen. Da war irgendwie Müll gelegen oder so. Was ist das da? Zurück, Mädels! Das erfordert einen echten Showa-Mann. Der heißblütige Baseball-Samurai macht sich bereit zum Schlag. So, so. 晴れの日ってね、非日常の日って意味なの。特別ないい日だけを指すわけじゃないんだよ。それでね、今日はその晴れが過ぎるの。気をつけてね、ひなこ。 Was? 咲子。 Hat die gerade mit mir geredet? Das habe ich nicht aufgepasst. Ein guter Tag ist immer ein hervorragender Tag, aber ein hervorragender Tag ist nicht immer ein guter Tag oder so irgendwie. Und dann hat sie mich irgendwie beim Namen genannt. So, Irgendwo gab es doch einen... So. Das geht ja gar nicht, mich so hinterrücks zu überraschen. Ein Küchenmesser. Ich lasse es so, wie es ist. Ich finde, die Sichel ist schon ziemlich gut. Das Küchenmesser geht auch recht schnell kaputt, glaube ich. Deshalb, und die Sichel ist noch voll aufgeladen. Übrigens haben wir noch eine Sichel quasi in Reserve, sag ich mal. Und zwar... Ne, warte mal, sind wir hier doch runtergekommen? Ah ja, da unten war Müll, genau. Da sind wir noch Müll. Ja, okay, jetzt ergibt das Ganze Sinn. So. Mal hier ein bisschen gucken. Einem Speicherstand Gedönse-Dingens, wo ich dieses Holz da weggemacht habe. Da gab es eine Sichel, die habe ich liegen lassen, weil ich keine gebraucht habe. Okay. Jetzt wird es natürlich, okay, wir machen die Arare weg, weil Higashi ist teurer. Oh, ich müsste irgendwann mal in den Speicherschrein kommen. So, da war, glaube ich, ja. Also, ihr dürft gerne nacheinander kommen, aber nicht auf einmal. Magst du kommen oder tust du nur wieder ein bisschen Blut spucken? So. Gut. Hätte ich mal besser das Higashi besser gefuttert, fällt mir gerade ein, statt es wegzu... Warte mal, ich habe doch noch Schokolade, oder? Kutsu-Tee macht... Irgendwann, in diesem Leben nicht mehr. Schokolade, Verstand. Komm, die machen wir daneben drauf. Und Kutsu-Tee macht was? Gesundheit, maximaler Verstand. Ja, komm. Futtern wir den Tee, kriegt Verstand. Einen neuen Slotplatz, also nicht einen neuen, aber mehr Platz dann. So, hier geht's also raus, oder wie? Ich will mich noch ein bisschen im Haus umgucken. Ist doof, dass man, also was heißt doof? Ich glaube, ich gehe zurück und, also ich weiß ja nicht, wie viel Weg wir noch vor uns haben. Ja, da war ich ja überall schon drin. Ich weiß nicht, wie viel Weg wir noch vor uns haben. Aber ich würde schon gerne... Kann ich da nichts aufmachen? War ich? Ah, das ist das Messer. Ich würde schon gerne mein Zeugs loswerden. Ich bin voll beladen. Achso, ja, da sind wir reingekommen. Ja, okay. Geht hier nicht anders, okay. Ich komme auch nicht mehr zurück. Ja, dann. Dann halt so. Durchs Fenster durch. Hopp. Hüpf. So, Schuh und Rinko.
Natürlich erstmal da hinten gucken. Ah, guck mal da. Rechts soll irgendwo ein Speicher rein sein. Mich verwinkelt hier. Ich habe Angst, dass hier irgendwo jetzt einer beigesprungen kommt. Nee, sieht gut aus. Okay. Gut, ja dann. Ja, hallo. Hat sich das ja gerade... Obala, ist es das ja gerade sehr gut ausgegangen. Ramune brauchen wir nicht. Schokolade geben wir ab. Higashi haben wir 4. Da kann man einen loswerden. Verband könnte man eigentlich auch loswerden. So, jetzt haben wir wieder 4 Plätze. Das sollte erstmal reichen. So, was passiert denn, wenn ich denn da hinten... Moment, da muss ich jetzt natürlich gucken gehen, wenn ich jetzt halt hier nicht nach rechts gegangen wäre, sondern nach links. Also darüber. Ah ja, doch, das weiß ich. Da bin ich geflohen, weil da hinten sind nämlich ein Haufen Gegner. Aber dieses Mal, ihr Gegner, biete ich euch die Stirn. Aber, pass mal auf, wir machen Folgendes. Was habe ich denn drin? Maximaler Verstand, Ladezeit von Fokus, Verbrauch von Verstand und Ausdauer. Was war dieses Wildschwein, was wir gekriegt haben, gell? Muschel, was ist denn? Susuran. Okay. Katze. Schmetterling, reduziert Auswasch, verbrauchte Ausdauer. Bär. Wenn Haltbarkeit der Waffe gering ist und wenn Haltbarkeit mit hoher Haltbarkeit. Das werde ich eventuell gleich reinmachen. Da ist das Wildschwein. Erhöht die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration erheblich und verkürzt die Dauer, in der du außer Atem bist. Das Außer Atem kommt hoffentlich im besten Fall nicht vor. Ich hätte gern hier Waffen mit hoher Haltbarkeit. Jetzt kommen nämlich hier ordentlich Gegnerkämpfe, ne? So. Reingetappt in sein dummes Ding da. So. Und vor den luschigen Gegnern bin ich abgehauen. Okay, hier gibt's aber auch nichts, oder? Ah, warte mal, ich bin noch gar nicht fertig. Nicht, dass ich hier... Oh. Ein Emma! Yeah. Eine Holztafel. Lege sie nach dem Aufschreiben deiner Wünsche in den Hokora zurück. Ich dachte, das Ding heißt Hokora. Hier gibt es wieder ein paar rote Kapseln. Die brauche ich natürlich nicht. So, jetzt würde ich gerne das da tauschen durch das Pferd war es, glaube ich, oder? Pferd. Nee, Wildschwein. Ja. Erhöht die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration. Den tauschen wir aus. Ich hatte ja vorher drin, erhöht die Ausdauer oder sowas. Das habe ich jetzt halt rausgemacht. Dafür ist die Regeneration höher. Und schneller. Komme ich da her? Nee, ich komme... Hä? Okay, ich scheine doch daher zu kommen. Ah ja, jetzt. So. Aber hier war ich jetzt halt durch. Ja, hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Gut. Ich muss zurück an den Schrein. Ich meine, da muss ich jetzt hingehen. Also, das ist der richtige Weg. Ja, und dahin? Oh. Also, da bin ich rausgekommen. Wo ist sie? Ich höre sie doch. 俺もわからないんだ
は苦しんでる。このままにしておく。Wo? Wer? Hier war ich schon mal. Okay, hier geht's also nicht weiter. Da hinten vielleicht? Nee. Okay. Wo waren die eben, wo sie geredet haben? Also. So, der Schrein war irgendwie da hoch. Ja. Okay, gut. Dann beten. Was nehmen wir denn? Gesundheit, Verstand oder Ausdauer? Ich bin Team Verstand. So, ich habe jetzt mehr Verstand. Junge, wie hoch geht denn das insgesamt? Naja, okay. So, haben wir noch was für in den Schrein zu legen? 3, 3. Nee. Speichern natürlich. So, jetzt hat aber. Wie sieht's eigentlich jetzt? Also Verstand haben wir jetzt wirklich ordentlich. Jetzt frage ich mich natürlich, also da wo wir eben waren, also das war höchstwahrscheinlich im ersten Durchgang auch noch. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass ich, da hinten sind sie, dass ich da nicht hingehen wollte. Weil ich mir gedacht habe, oh weh, das sind mir zu viele starke Gegner, abhauen, da gehe ich nicht hin. Und habe dann rumgedreht. Waren dann doch nur 2, also in meiner Erinnerung waren das irgendwie deutlich mehr, 5 oder so, keine Ahnung. So, da vorne stehen sie. シュウ君、嘘ついてるよね。知ら Warum ねえ soll der よ。 lügen? 騙せてると思う？ひな子を。ひなこ、遅かったな。心配したぜ。心配してなかったよ。相棒なら絶対に大丈夫って言ってた。そうか、 Na, ist doch gut. ありがとう。 So, geht zum Berg hinter der Ebisugaoka Mittelschule. Ja, okay, wir sind jetzt also auf dem Weg in die Mittelschule. Natürlich gucken wir uns vorher noch ein bisschen um. Also wir müssen da oben entlang, schätze ich. Also gucken wir uns natürlich da unten um. Da bin ich da gerade hergekommen. Ja, da bin ich hergekommen. Wird sich doch mal verlaufen dürfen hier. So. Also hier will ich ehrlich gesagt auch nicht kämpfen. Ah ja, jetzt ist ein bisschen mehr Platz. Jetzt kommen bestimmt Gegner. Nee. Junge. Ja, es ist Nebel und so, aber der Sound, der trägt halt bis zum Gehtnimmer. Wo ist das? Moment, ist das nicht das Froschmonster, was so Geräusche macht? Das kommt von da hinten. Okay, also da steht, dass hier zu ist, da gehe ich natürlich hier hin, ist ganz klar. Sieht gar nicht so zu aus. Das nehme ich mit. Da kann ich reingehen und das ist eine Sackgasse. Okay, dann gehen wir da natürlich hin. In die Sackgasse, wo es allerdings nichts gibt. Gut, links geht's weiter.
Nee. Links geht es halt eben nicht weiter. Ah, ja. Ja, das X auf der Karte ist ja noch vom ersten Durchgang. Da haben wir ja noch die ganzen Dinger eingezeichnet. Aber trotzdem, man muss ja gucken. Kann ja sein, dass da jetzt was Neues ist oder so. So, jetzt Vorsicht, aufpassen. Irgendwo hier ist das Froschvieh. Ja, es ist kein Froschvieh, ich weiß. Aber ich nenne das so. Ein bisschen nach oben gucken, so. So. Halt, da liegt was. Forschungstagebuch Foto 3. Ein Foto, das einem Forschungstagebuch beigefügt ist. Es scheint sich um einen Hinweis zu handeln, den ein Forscher bei der Untersuchung der Folklore von Ebisugaoka gesammelt hat. Okay. Bäume. Was das da ganz links ist, kann ich irgendwie nicht deuten. Rechts ist ein Haus. Hinter dem F, ich glaube, da ist eine Laterne. Auf jeden Fall ein Stein-Ding und ein Baum. Ja, keine Ahnung. Zur Legende vom Heiligen Schwert. In den Höhlen des göttlichen Baumes befanden sich mehrere beschädigte Jizo-Statuen. Ich sah alte und kaputte Werkzeuge vor den Statuen liegen, höchstwahrscheinlich damit sie zur Ruhe gelegt werden konnten. Das Heilige Schwert existierte lange vor dem Inari-Glauben. Daher sind Jizo-Statuen wahrscheinlicher als Fixpunkte zum Versiegeln des Schwertes als Inari-Statue. Statuen. Es scheint, dass ich Glaubensvorstellungen untersuchen muss, die älter sind als der Inari-Glaube, um das heilige Schwert zu finden. Wo ist da ein Bild von Onari-san? Achso, das da oder was? Ja. Halt, was ist denn Feld? Was haben wir denn da freigeschaltet? Ah ja, das war noch vom Vogelscheuchenrätsel. Das braucht man nicht wissen. So, jetzt aufpassen. Irgendwo ist doch das Froschvieh. Ich hab's doch kotzen gehört. Da vorne ist wer. Ah, das ist nicht das Froschvieh. Da vorne. Ja, das ist. Erstmal gucken. Okay, hinten ist frei. Das ist das Froschvieh. Alter, ich komme hier wieder mal nicht raus. Ich habe mich schon wieder hier... Ach, komm her. Ich habe mich schon wieder fest... Hier, in diesem... So, da hinten war noch einer. Der ist natürlich jetzt halt wach geworden von dem Gekloppe hier. Jetzt machst du keine 5 Mal mit mir. So. Gut. Hier hätten wir. Ja, ich weiß, dass ich Ersatz brauche für die Waffe, aber... Okay, achso, ja. Ich muss noch ein bisschen gucken. Das kann ich gebrauchen. Ob ich noch irgendwie Items oder so finde. Und ich muss auch ein bisschen nach der Jizo-Statue Ausschau halten. Also da waren Bäume und irgendwie... Könnte das hier vielleicht sogar? Nee. Es kann ja auch sein, dass ich von der anderen Richtung gucken muss. Okay, da oben ist ein Speicherstand, das ist schon mal gut. Das ist keine Jizo-Statue. Ja. Erstmal Zeugs in den Schrein legen, zum Beispiel ein getrockneter Kadaver. Den kann man mal so gar nicht gebrauchen. Zack, weg damit. Und speichern gehen wir. Zack, weg damit.
Und dann gucken wir uns erst hier vorne um. Und gehen dann hinter das Haus. Und hoffen, dass wir was finden, außer Pilze. Nee. Ja, Pilze brauche ich keine, danke. Sieht aber lecker aus. Okay. Ich kann jetzt mal auf die Karte gucken. Ah, ja, okay. Gut. Neues Haus, neues Glück. Kann ich da hinten hin? Nee. Aber ich kann da hinten hingehen. Halt. Was haben wir hier? Schokolade. Bin ich denn hier? Mhm. Da ist ein Brief oder was? Ist das ein Emma? Oh. Noch ein Emma. So. Ich gehe weiter auf Verstand. Haben wir aber gerade nicht genug. Brauche ich noch 500 Punkte. Ich will zumindest eins komplett aufpowern, weißt du? Dann muss ich mir da keine Sorgen machen irgendwie. Mehr Verstand, als man braucht. Das ist immer gut. So, also hier komme ich da hoch. War ich denn jetzt schon daneben gerade? Nee, eigentlich nicht. Ich geh jetzt mal da hoch gucken. Ist das da die Schule? Nee. Glaub nicht, oder? Das ist vom Obonfest. Ist es dafür nicht ein bisschen früh? Weiß ich nicht. Da liegt was. Gashi. Was steht da? Weiß man nicht. Radio macht keine Geräusche, jo. So, also ich könnte hier jetzt hochgehen. Und dann bin ich dann da oben. Ich will aber da unten noch hingucken, ja? So. Außerdem will ich ja sowieso... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, will ich an den Schrein zurück? Nee, will ich eigentlich nicht. Weil ich will erst an den Schrein zurück, wenn ich noch ein paar Sachen zum Eintauschen habe. Ist das die Chiso-Statue? Das Zeichen, das in den Steinsockel eingraviert ist, ist unlesbar. Au. Ah. Was ist das? Aua. Ja, was war das? Ich habe in den Bergen eine beschädigte Chiso-Statue gefunden. Das Zeichen, das in den Steinsockel eingraviert ist, ist unlesbar. Was war das gerade? Da ist das eine Brücke da im Hintergrund? Kann ich da nochmal dran gehen? Bitte nochmal. Ah, jetzt geht's nimmer. Also, da liegen Paletten und das sieht ein bisschen aus wie eine Brücke, eine Holzbrücke oder so. Das ist dann das, was hier fehlt, was ich da rein... Okay, kriege ich es hier? Ah, ja, hier kriege ich es wenigstens angezeigt. Holzbrücke. Gab es nicht beim ersten Durchgang irgend so ein Ort, wo ich mit Shu hingegangen bin, wo er dann gesagt hat, hier waren wir als öfters, als wir noch klein waren, irgendwie so? Also das war eine Sackgasse. Oh, das sind wir da schon vorbeigegangen. Kann ja sein, dass wir da schon vorbeigegangen sind. Ja, das hier ist auch eine Sackgasse. Oh, da liegt... Ja, nee. Brauche ich nicht. Da! Das ist doch... Ey, denkt ihr, ich höre euch nicht? Denkst du, ich höre dich nicht? So, einen Schlag habe ich noch. Und guck mal, wer da drüben ist. Da. Hallo. Hallo. Ich muss da oben hin. Moment.
Also quasi da hoch und dann links runter. Da bin ich dann richtig. Und ich glaube, da sind die Sandalen. Ja, ich weiß, dass ich eine neue Waffe brauche. So, da gehen wir jetzt. Das scheint eigentlich gar nicht so weit weg zu sein. Moment, ich glaube da runter, ja. Komm, wenn wir schon mal da sind, dann kann ich auch noch eine Runde speichern gehen. Wir sind ja flexibel hier. So, mal irgendwas für in den Schrein. Ja, Schokolade. Nimmt unnötig Platz weg. So, was haben wir denn? 1590 und ich brauche 2000. Halt. Wir können noch einen Higashi in den Schrein legen. Speichern wollte ich doch. So, dann gucken wir mal. Also da hoch. Ne, so war, oder? Ja. Da jetzt nach rechts. Bei dem Haus hier waren wir ja schon. Da jetzt hoch und dann scharf links. Also da oben müsste Shu und Rinko stehen. Oh. Hier auch nach rechts gehen. Warte. Muss ich natürlich erstmal gucken. Ah. Ja, ich kann hier nach rechts gehen, aber ist halt nix. Okay, alles klar. Da oben ist Shu und Rinko. やめてくれ。そんな話今はしたくない。やめないよ。シュウ君がしっかりと現実を見るまでやめない。だからやめてくれ。俺は。なら言ってあげる。ひな子はね。Was mit mir? 死んだんだよ。 Ich bin nicht tot. ひな子は向こうの世界で楽しくやっているんだから。相棒。遅かったな。さあ、行こうぜ。Ich kann mich noch beim ersten Durchgang an die Stelle erinnern. Das war die Stelle, wo ich gedacht habe, hey, vielleicht sind wir ja wirklich schon tot. Und er bildet sich die ganze Zeit das ein, dass Hinako noch lebt, weißt du? Und sie sieht, er hat halt eine unsichtbare Freundin. Oder aber, was ich halt eher glaube, Rinko hat gerade versucht, ihm klarzumachen, nö, die Hinako ist weg. Die ist weg und kommt auch nicht mehr wieder. Ja, aber ey, wir haben uns jetzt 5 Minuten nicht gesehen und dann versucht sie gleich ihm so ein Floh ins Ohr zu setzen quasi. Okay. Da geht's zur Schule. Ich will ja aber da nach links. Kann ich da auch nach rechts gehen? Schon irgendwie. Ich will da aber ja nach links gehen, weil ich nämlich glaube, dass das ist, was wir gerade in dieser Vision gesehen haben. Aha. Ja, guck. Da ist alles da. Und kaputte japanische Geta-Sandale. Japanisch stilvolle Sandalen mit wunderschönen Verzierungen. Es scheint, dass jeder, der sie besaß, sie lange benutzt hat, aber angesichts ihres Zustands scheint es unmöglich, sie zu reparieren. Ja. So, gut, das haben wir. Gibt's hier noch irgendwie was? Also da drüben haben wir... Die waren vorhin nicht da. Okay, Memo an mich selbst, da gehen wir nicht mehr hin. Da gehen wir nicht mehr hin. So, wir gehen jetzt natürlich gleich zurück. Da wieder runter. Und geben die jetzt schön ab. Jetzt sind sie wieder weg. Oh, ich habe Angst, dass die jetzt so irgendwo unten rumstehen. Okay. Vorsicht, pass auf. Wo war denn das? Da runter, dann nochmal runter, dann geradeaus. Runter. Nochmal runter. Und vorsichtig sein, weil hier irgendwo... Das sind die Flaggen, die ich hier höre. Da hinten. So, aber da hinten war der Opferschrein. Nicht? Nee. Bin ich denn hier? Oh, ich bin falsch. Falsch bin ich hier. Gut. Nee, nicht gut. Noch eins? Nee, das ist zu weit. Ah. Also da oben. Da oben und dann nach links.
Ist zu weit gegangen. Ja, das sieht gut aus. So, da kann ich die Sandale hinmachen. So. Kaputte japanische Geta-Sandale als Opfer dargebracht. Und es hat ein bisschen gebimmelt. Als ich den Gegenstand darbot, hörte ich ein beruhigendes Glockengeläut. Das sollte reichen. Gut. So, und weil wir jetzt aber schon mal da sind, würde ich gern speichern. Wir sind ja ziemlich in der Nähe, wie man sieht. Ich habe immer noch Schiss, dass sich diese Vogelscheuchen da irgendwo auftauchen. So, also neu gekriegt haben wir ja nix. So. Oder? So. Gut. Dann gehen wir jetzt zur Schule. Irgendwo weiter hoch, das weiß ich noch. Weiter hoch, das weiß ich noch. Das war falsch. Wo muss ich hin? Die Vogelscheuchen sind zum Glück weg. Ich wär gerade direkt in sie reingerannt. So, geradeaus. Und jetzt da nach links. Hier ist es nicht, das ist aber auch hier. Das ist aber auch verklinkert hier. So, jetzt noch ein bisschen hoch. Und noch weiter hoch. Und noch weiter hoch. Und dann sollten wir da sein. So. Da ist nix. Nee. Hätte ja sein können, dass da irgendwie... Der hat interessante Wurzeln, der Baum. Okay. Dann gehen wir morgen in die Schule. Früh aufstehen, morgen ist Schule. Tschüss.